Ein Geschäft schickt 2 Arbeiter nach Afrika, die sollen sein, auf die würde in Afrika die Schäufe kennen. Dass sie ihren ganzen Markt können besser wieder aufmerken. Das sind 2 Arbeiter, die fuhren nach Afrika und er sagte den ganzen Markt, weil dort werden wenn sie ihre Produkte von Schäufe dafür kaufen. Und als sie das fertig haben, dann kommen sie 3, nehmen die Geschäftsführer, und dann kommt der Erste an und dann fragt er, und was ist das, wenn sie Schäufe kaufen? Dann sagt er, weißt du was, Chef, ich möchte Ihnen 3 nur recht geben. Das Problem ist, wir können keine Schäufe kaufen da. Die Menschen haben nicht angewandt Schäufe so, wir haben da kein Markt, kannst du für jeden da Schäufe kaufen in Afrika. Wenn es die Menschen nicht angewandt hätten, so, dann hat die nicht die Schäufe für. Okay, aber das ist in Form ein. Dann kommt der Nächste an und dann sagt er, weißt du was, Chef, wir haben eine unbegrenzte Möglichkeit, Schäufe zu kaufen. Wenn es denen fehlt, rein alle Schäufe. Die haben nicht Schäufe, die Brücke, rein alle Schäufe. Wir haben so eine große Möglichkeit, Schäufe zu kaufen. Beide hatten dieselbe Situation gesagt, ja? Aber das ist auch ganz verschieden. Wichtigste an Situationen in im Leben, das wird nicht funktionieren. Mit meinen Männern wird nicht funktionieren. Mit meinen Partnern wird nicht funktionieren. Mit Paraguay wird das nicht funktionieren. Mit meinem Land wird das nicht funktionieren. Das ist allmählich, das geht nicht. Das ist nicht die Menschen, die so eine Angewandt hätten, das wird nicht funktionieren. Ja, da kannst du denken, das ist eine große Gelegenheit, eins was anzufangen. Kannst du einmal mit einem Streik plus, oder mal mit einem Kreuz. Bloß einmal negativ, oder mal die Kreuzsituationen. Es ist interessant, in einer Situation, wo der Prophet Jeremia in der Bibel erwähnt wurde, eine Situation, wo Israel nicht geht dran, wo er nicht ab Gott herrschen will. In dieser Situation kommt das Wort Gottes nach Jeremia und sagt den Folgendes. Wir haben das in Jeremia Kapitel 29, Vers 11, sagt es, und ich habe mir das gut durchdacht, sagt der Herr. Ich weiß, was ich für ihn geplant habe. Es ist Frieden und Erfolg und nicht Schade. Ich will Ihnen eine Zukunft in Hoffnung geben. Ich will Ihnen eine Zukunft in Hoffnung geben. Ich habe mir das gut durchdacht. Ich habe Pläne, ich habe einen Plan für Ihnen, was Hoffnung ist. Wenn wir auf die schwere Situationen gucken, dann können wir sagen, wenn die Mennoniten wird angesiedelt ist, wo die Best aus dem Paraguay oder Bolivien, Mexiko, wo immer du das checkst, wenn die am Anfang gesagt haben, was eins, wenn wir fairerweise kommen, wo die, wow, kann ich das wirklich alle geben? Viele Sachen können nicht mal sein, wenn das fairerweise kommen. So, bist du bereit, auch für die nächste Generation Hoffnung zu strahlen? Oder bist du ein Mensch, der versucht, immer die Hoffnung wegzunehmen aus einem Geschäft, oder einer Gemeinde, oder einer Ehe, einer Familie? Nein, das wird nicht funktionieren. Das weiß ich all, das habe ich erfahren. Wir können nicht, was nie lernen, das wird nicht funktionieren. Der Mensch wird niemals Pflege kennen. Der wird niemals mit Telefon reden können, wo dem Nächsten sein können. Wird nicht funktionieren, niemals. Da sage ich, hat noch nicht funktioniert, aber ich sehe Opfer nie immer Ideen. Bist du im Geistlichen auch Opfer nie Ideen, dass Gott kann einfach sagen, ich habe eine Zukunft, einen Plan für Hoffnung. Wenn die Welt eine Sache sei, ich will Dollar und dort was sagen, und dort glauben, was die Nachrichten sagen aus dort von der Bibel. Wenn wir mehr Nachrichten herrschen aus der Bibel, ist das sehr leicht, immer sich auf der Welt Sorge zu merken, in der Bibel eins, was im Hintergrund lautet. Und da kann ich sagen, okay, in der Zeit, wo die Nachrichten bei Jeremia ziemlich kompliziert werden, trotzdem wäre ich bereit, eins was wieder zu kicken. Wenn sind die Nachrichten, auf was du herrschen ist, muss Gott dich wieder anleiten, dass du kannst darauf ankommen, was er will und was er kann wirklich fairerweise kommen, in die Leben, dass du kannst zum Sehen sein. Muss Gott dich anleiten und sagen, ich habe einen Plan von Hoffnung für dich. Ich bin bereit, für dich zu kämpfen. Wenn der Welt nicht alles klar hat, aber ich habe einen Plan für Hoffnung und ich will das Gute für dich in der Zukunft. Gott hat dir diesen Text von dir gegeben, vielleicht, wenn die Nachricht nicht sehr positiv wäre. Vielleicht, wenn du sagst, das sind nicht Möglichkeiten. Gott hat dann Möglichkeiten. Wenn der keine Eid wird, dann mögt er nicht Eid. Wenn der kein Brot wird, dann mögt er Brot. Wenn er keine Hoffnung mögt, dann mögt er Hoffnung. Das ist der Gott, was dir in mir so live hat und der macht eine Zukunft ans Leben hat.